kommst mit auf eine kleine Reise. Auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian wandert heute durch eine verschneite Landschaft und begegnet dort 2 Eisfeen. Zusammen erleben sie eine wunderbare Verwandlung. Nämlich, wie es vom einen Moment auf den anderen Sommer wird im Schlummerland. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt diese Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land für alle. Wenn man gerne warm, Sonne und Sommer hat, findet man im Schlummerland genau so Orte, wie wenn man es lieber kühl oder sogar richtig kalt und eisig hat. Da sind zum Beispiel die Sommervögel. Die fliegen am allerliebsten durch blümelte Wiesen voller grüner Gräser und frischer Blüten. Darum haben sie es gern warm und windstill, so dass es besonders einfach ist für sie, um durch die Luft zu gleiten. Aber eben, es gibt auch Wesen im Schlummerland, die am liebsten kalt haben. Zum Beispiel die Eisvögel, die besonders gut und gern im frischen Winterwind fliegen. Sie sind oft in den höchsten Bergen vom Schlummerland anzutreffen. Im Schlummerland kann es auch sein, dass das Wetter vom einen auf den anderen Moment ändert. Wo es zuerst noch geregnet hat, kann einen kurzen Moment später die Sonne scheinen oder Schnee vom Himmel fallen. Warum und wann das Wetter ändert, das weiss im Schlummerland niemand so genau. Auch bei den Muns ist es unterschiedlich, was sie gern haben. Es gibt Muns, die lieben Regen oder Schnee. Die haben es gern, wenn es kautet und stürmt um sie herum. Andere haben mehr Freude, wenn ganz viele Tage hintereinander die Sonne scheint und sie sich nie überlegen müssen, wo sie schlafen. Weil sie können auch einfach draussen im Moos pfusen. Die Fanian ist auch ein Munz. Und bei ihr ist es so, dass sie eigentlich alle Arten von Wetter schön findet. Wenn es heiß ist, dann schwimmt sie zum Beispiel gerne im Meer und taucht und planscht im warmen Wasser. Aber sie hat es auch sehr, sehr gern, wenn die Luft um sie herum kalt und klar ist. Wenn sie beim Einschnaufen spürt, wie die kühle Luft bis in ihren Bauch geht und sie bis in den Kopf ausfüllt und erfrischt. Sie spürt gern, wie der Wind ihre knubbelige Mundsnase kalt werden lässt und wie ihre Ohren unter dem Fell ein bisschen rot werden. Genau darum ist die Fanian heute auch mal wieder in den Eisbergen vom Schlummerland unterwegs. Es ist ein Ort, wo sehr oft Schnee hat, wenn auch nicht immer. Ihre Freundin Appa hat der Fanian mal erzählt, dass es auch sein kann, dass es da oben Sommer ist. Nur hat Fanian das bis jetzt noch nie erlebt. Jetzt spaziert Fanian durch die weisse Landschaft und saugt genüsslich die kalte Luft ein. Ihres Fell hat sie sich heute extra dick gezaubert, so dass sie weder Schuhe noch Händchen noch sonst etwas an Kleider braucht.
Nur um ihren Kopf hat sie ein grosses Tuch gewickelt. Es ist ein Tuch, das ein bisschen aussieht wie ein wolliger, weicher Teppich. Darauf hat es ein grosses Blumenmuster in Rot und Grün. Fanian läuft gerade einen Weg entlang, der auf beiden Seiten von gräulichen Steinwänden eingegrenzt wird. Es hat hier Felsvorsprünge, wo lange Eiszapfen dran hängen. Die schimmern wie Kristall, wenn ein Sonnenstrahl drauf scheint. Ab und zu sticht nämlich die Sonne ein feines Loch in die weisse Wolkendecke und zeichnet so helle Striche und Flecken auf dem Boden rund um die Fanian. Schritt für Schritt geht sie den Weg entlang. Allerdings wäre sie ja nicht Fanian, wenn sie nicht auch noch etwas Spassiges würde in das Laufen einbauen. Mit ihren haarigen Füßen tut sie darum immer mal wieder für ein paar Schritte schliffern. Es ist ein lustiges Gefühl, so ohne Laufen Fürsche zu gleiten auf dem glatten, gefrorenen Boden. Überall ist der mit weissem Pulverschnee überzogen, der aufstäubt, wenn die Fanian durch und durch schleift. Vielleicht könnte ich ja auch eine Pirouette machen, da auf dem kalten, glatten Wägliboden, denkt Fanian. Bei ihrem nächsten Schritt lupft sie drum ein Bein in die Luft, holt mit ihrem grossen Kopf Anlauf und schwingt ihre Arme um sich herum. Und schon dreht sie sich im Kreis. Schnee stäubt auf und Fanian wirbelt umeinander. Einmal rundum. Allerdings kommt sie dabei ein bisschen aus dem Gleichgewicht und landet mit dem Bauch voran im weichen Schnee. Die Fanian lacht. Ihr Gesicht ist ganz voller Schnee, genauso wie der Rest von ihrem Kopf. Auch ihre Brust, ihr Bauch und ihre Beine und Füße sind eingeschnebelt. Ihr dickes, hellbraunes Fell ist ganz weiss und weil die Luft so kalt ist, klammern sich fast gerade sofort kleine, feine Eiskristalle um die einzelnen Hörli. Wo die Fanian so da liegt auf dem Bauch im Schnee, hört sie ganz ein klares und sehr helles Lachen. Es tönt, wie wenn ganz viele munzige Glöckchen gleichzeitig geschüttelt werden. Die Fanian schaut vor sich an die Felswand, wo das klirrende Geräusch herkommt. In einer kleinen Einbuchtung vom Stein sieht Fanian zwei Eisfeen, die giggeln und sie mit freundlichen, hellen Gesichtchen anstrahlen. Die beiden klatschen in ihre winzigen Händchen, was macht, dass die glitzerigen Kristallgewändchen, die sie anhaben, klimpern und klirren. Auf jeden Faden, der in das Kleid eingenäht ist, sind munzige Kristallperlen aufgezogen. Die einen hängen wie zarte Fränzeli am Saum über den Feen ihre Beine und Arme. Die beiden haben weisse, fast durchsichtige Haare und auch ihre Haut schimmert hellweiss, wie das Innere von einer Muschel. Die Fanian bleibt auf dem Bauch liegen und schaut die beiden Eisfeen an. Hoi miteinander. Jetzt bin ich aber schon noch froh, dass ich da beim Pirouettendrehen in Schnee geplumpst bin. Sonst hätte ich euch ja gar nicht gesehen. Die Eisfeen antwortet nicht. Einmal nicht mit Wörtern. Aber die Fanian spürt, dass sie verstehen. Sie legen ihre zarten Händchen auf ihre Brust und nicken der Fanian freundlich zu. Die Fanian überlegt sich gerade, um es noch mal probieren mit dem Pirouettendrehen. Bevor sie aber aufstehen kann, merkt sie etwas.
Und zwar ein warmer, trockener Luftzug, der ihr über den Rücken streicht. Sie spürt einen warmen Wind auf der ganzen Hinterseite von ihrem Körper, während ihr Bauch noch kühl ist vom Schnee unter ihr. Sie schaut zu den Eisfeen und sieht, wie die anfangen, sich ganz langsam im Kreis zu drehen, die Arme auf beide Seiten ausgestreckt. Die Fanian nimmt wahr, dass der Wind mehr wird. Es ist nicht, dass er stärker blasen wird. Es ist eher, dass er breiter wird, wie eine warme Wand, die über sie drüber zieht. Die Wärme fühlt sich wohlig und weich an und Fanian macht die Augen zu und schnauft tief ein und aus. Fanian ist sich noch nicht ganz sicher, was passiert. Aber sie spürt, dass sie gerade bei etwas dabei ist, was sie noch nie erlebt hat im Schlummerland. Sie ist mitten drin in einem Moment, wo die Jahreszeit sich ändert. Fanian weiss, dass sich die Jahreszeiten im Schlummerland vom einen Moment auf den anderen verändern können. Und dass sie unterschiedlich lang sind. Und genau ein so ein Wechsel passiert jetzt. An dem Ort, wo die Fanian die Eisfee getroffen hat, wechselt es von Winter, Eis und Schnee zu einem warmen Sommerabend. Die Fanian schaut umeinander. Der warme Wind schmilzt alle Schnee und die Eiszäpfe tropfen kurz zu einer kleinen Pfütze zusammen, die schnell vertrocknet. Der Schnee löst sich auf und darunter kommt grüne, saftige Erde zum Vorschein. Der Himmel, der vorher von hellen, dichten Wolken verhangen war, wird hellbläulich mit dem rötlichen Schimmer von einem langen, warmen Sommerabend. Die Fanian ist ganz verzaubert von dem besonderen Moment, wo sie da miterlebt. Sie spürt, wie der laue Wind die letzten Fleckchen Kälte aus ihrem Körper bläst. Auch ihre Nasenspitze und ihre Ohren fühlen sich jetzt warm und weich an. Noch klein durcheinander, aber absolut zufrieden schaut sie auf den Felsvorsprung, wo sich die beiden Eisfeen im Kreis gedreht haben. Der Felsvorsprung, wo vorher eine feine Schicht Schnee drin gelegen ist jetzt voller tiefgrünem, gekräuseltem Moos. Und dann sieht sie die zwei Wesen, die beide auch verwandelt sind. Immer noch drehen sie sich freudig im Kreis. Allerdings sind sie von Eis zu Moosfeen geworden. Ihre Haut und ihre Haare sehen immer noch ähnlich aus, hell und schimmerig. Aber auf ihren kleinen Köpfen liegt jetzt ein Kranz aus farbigem Moos und Fanian sieht, dass in ihren weiss durchsichtigen Haaren ein paar grüne Strähnchen eingeflochten sind. Die Kleider der beiden Wesen sind nicht mehr aus Kristall gesponnen, sondern aus ganz dünnen, beugsamen, braunen Steckchen. Zwischen diesen Steckchen sind winzig kleine, farbige Blümchen gewoben. Und ab und zu löst sich eins aus dem Kleid und wirbelt durch die warme Sommerluft. Die Fanian stützt sich auf mit ihren Händen und Knien auf der Erde und kommt zum Stehen. Die beiden Moosfeen hören auf, ihre Pirouetten machen und schauen sie an.
Die beiden lächeln und nicken Fanian zu. Der Wechsel zu erleben zwischen Winter und Sommer ist etwas Besonderes. Und sie drei haben das zusammen erspürt. Fanian winkt den beiden Moosfeen zum Abschied und schaut umeinander. Wo vorher Felsen waren mit Eiszäpfen, sieht sie jetzt eine weiche Sommerlandschaft, voller Wiesen und Gebüsch und darunter die weiche, warme Erde. Fanian sieht neben dem Felsvorsprung der Moosfeen eine Einbuchtung im Stein. Sie ist ganz ausgekleidet mit dunkelgrünem Moos, wo mit silbrig schimmernden Hörli durchzogen ist. Auch der Boden dort ist moosig und es wachsen weisse Blümchen, die die Form von kleinen Sternchen haben. Die Fanian läuft über zu dieser Mulde und kuschelt sich rein, den Rücken zu der Felswand, sodass sie rausschauen kann in die freundliche, weiche Landschaft. Sie sieht einen Sommervogel mit gelb-schwarzen Flügeln, der vor ihr durchfliegt. Und sie hört das letzte abendliche Zwitschern der Vögel, die im Gebüsch spielen. Fanian macht die Augen zu und hört in sich hinein. Die Verwandlung, die sie um sich herum erlebt hat, hat auch in ihr drin etwas bewegt. Sie spürt jetzt ganz deutlich, wie schön sie es findet, im Schlummerland zu leben. Wie froh dass sie ist, immer wieder Neues zu erleben an diesem wunderbaren Ort. Immer wenn sie meint, sie hätte schon vieles gesehen, wird sie überrascht mit dem frischen Zauber, der da passiert. Jeden Tag kann etwas Neues und Unerwartetes bringen. Jeden Tag lohnt es sich zum Aufstehen und neugierig darauf zu sein, was echt heute passiert. Auch morgen ist wieder ein Tag, der sicher auf seine Art und Weise besonderig und anders wird. Vielleicht kommt eine grosse Veränderung, wie der Wechsel der Jahreszeiten. Oder aber etwas ganz Kleines verschiebt sich. Vielleicht spürt Fanian ein neues Gefühl, das vorher nicht da war. Oder sie entdeckt ein Talent, das sie vorher nicht bei sich gekannt hat. Die Fanian freut sich auf morgen. Und sie freut sich, zum Jetzt und Da einschlafen in dieser verwandelten Landschaft, im Moos, im Sommer. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schläft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus.
Ein und aus. Und ein.